tere tulemast Eestisse! Tere tulemast Tallinna! Tere tulemast Revalisse! Kõik see paremini säilinud keskaegne linn kogu terves maailmas, nagu võite näha, on meie uhke raehoone. As you can see, our most famous town hall. You may turn your eye over there as well, sir. The best preserved medieval city, the best preserved Gothic town hall in the world. So, welcome to Reval! Welcome! Hallo Reisefreunde! Ja, das waren gerade die zwei super lieben Typen von der Free Tour hier in Tallinn. Die haben uns so richtig den Morgen versüßt, würde ich mal sagen. Wir waren rein zufällig am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Bei der Touri-Info ist die Tour gestartet. Wir verlinken euch die natürlich auch unten, damit ihr, falls ihr hier nach Tallinn kommt, ebenfalls dieses grandiose Erlebnis haben könnt. Weil ihr seht sie jetzt ganz kurz auch noch in Action. Ja, die zwei, die sind einfach gigantisch. Ja. Das war die beste Free-Walking-Tour, die wir je gemacht haben. Und wer uns schon ein Weilchen verfolgt, der weiß, wir haben schon so einige Free-Walking-Tours gemacht. Ja, das versüßt uns jetzt natürlich so richtig den Start in Estland und in Tallinn. Wir kriegen den Smile gar nicht weg aus unserer Gesichter. Ja, wir haben sogar das Frühstück ausfallen lassen, weil es einfach gerade losging. Jetzt ist mittlerweile schon 12 Uhr mittags. Ich würde mal sagen, wir steigen beim Mittagessen ein und zeigen euch noch ein bisschen mehr von dieser wunderbaren Stadt. Tallinn ist der Hammer, ist wirklich ganz, ganz schön. Kommt mit, geht los. Wir stehen jetzt hier auf einer Aussichtsplattform in der Oberstadt. Früher waren hier oben nur die Adligen ansässig und haben sozusagen auf die Kaufleute und die Handwerker hinuntergeblickt. Auf der Stadttour haben wir dazu auch ganz viel gelernt. Aber was ihr nebst dieser wunderschönen Altstadt, die ihr von hier oben aus auch sehen könnt, auch seht, sind die ganzen Kreuzfahrtschiffe und Fähren im Hafen da drüben. Und das ist auch der Grund, warum es in dieser Stadt hier momentan sehr viele Touristen hat. Natürlich hat Louis bei seiner Recherche auch eine Markthalle ausfindig gemacht hier in Tallinn. Natürlich haben wir uns schon die Bäuche vollgeschlagen, aber ihr kommt jetzt mit, weil wir hatten ja gesagt, wir hatten kein Frühstück. Wir waren mittlerweile so ein klitzekleines bisschen unausstehlich. Deshalb haben wir jetzt schnell was gegessen und jetzt haben wir alle Zeit und Ruhe, um mit euch zusammen hier diese Markthalle unsicher zu machen. Wir haben den Weg raus aus dem Markt gefunden, obwohl ich habe ihn gefunden. Steffi wäre wahrscheinlich noch viel länger da gewesen. Es ist auch richtig ein cooler Ort. Es gibt alles rund ums Essen, es gibt Antiquitäten, es gibt einfach alles bis hin zum Fahrrad. Die Markthalle befindet sich gleich hinter dem Bahnhof, ist also ganz einfach zu finden und lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Unser Besuch von Tallinn, der endet jetzt langsam hier. Wir möchten zur Stadt rausfahren, weil es ist ja so speziell, oder? Das, was wir bis jetzt gesehen haben, das ist genau das, was ein Flugreisender sieht. Der fliegt nach Tallinn, geht rein in die Stadt, sieht die Altstadt und findet es cool. Aber die Frage ist ja, was gibt es außerhalb? Wie sehen die Straßen aus, die anderen Ortschaften, das Meer, die Strände, die Wälder und die Naturparks? Und genau das wollen wir natürlich auch wissen. Und darum ist es ja so cool, mit dem Camper zu reisen. Darum, los geht's, würde ich sagen, zurück zu Karl. Parkgebühr bezahlen und dann raus ins Abenteuer. Steffi hat uns in einer dreiviertelstündigen Aktion noch Internet besorgt, 32 GB für 16 €. Das ist natürlich ein super Angebot, aber jetzt geht es definitiv raus zur Stadt raus. So rum, 40 Minuten stehen auf dem Navi. Ziel ist ein Wasserfall, der größte Wasserfall des ganzen Landes. Jetzt sind wir natürlich gespannt, wie vorher gesagt. Endlich zur Stadt raus, endlich Abenteuer, los geht's. Throw us back to the very moment when we had our luck. Suddenly it's clear to me, you're all I ever wanted, can't you see? Got to follow through in a game for two.
Den ersten Schlafplatz außerhalb der Stadt haben wir gefunden. Wir werden hier auf dem Parkplatz übernachten. Wir sind bei den Jägala Wasserfällen und ja, das soll ja der größte Wasserfall, natürliche Wasserfall hier in Estland sein und da sind wir jetzt sehr gespannt. Ich glaube, wir müssen nur ein paar Meter jetzt noch hier zu Fuß nach vorne gehen und dann sind wir auch schon da. Don't happen once, they always come back. What if you could throw us back to the very moment when we had... Warum dieser Wasserfall auch die Niagarafälle von Estland genannt werden, ich glaube, das könnt ihr alle auch erkennen. Das einzig klitzekleine Problemchen ist aber natürlich, wenn man einen Wasserfall besichtigt, am Ende eines wahnsinnig heißen und trockenen Sommers. Na, dann braucht man sich nicht wundern, wenn nur sozusagen die Hälfte in Betrieb ist. Weil normalerweise geht der Wasserfall hier komplett durch. Und noch zur Infrastruktur, also wir sind ja jetzt schon durch Estland gefahren, durch ein paar Vororte. Das war alles, ich sag's euch, top gepflegte Gärten, aufgeräumte Rasen, wirklich präzise geschnitten und getrimmt, also wirklich schön. Hier hat es einen großen Parkplatz, es hat eine Informationstafel mit verschiedenen Sehenswürdigkeiten hier in der Region. Es gibt auch eine Infotafel über diesen Wasserfall und schön angelegte Wege, es gibt keine Abschrankungen oder so. Also es ist echt wunderschön. Einen wunderschönen guten Morgen, Reisefreunde, zum zweiten Mal in diesem Video. Wir haben es gestern Abend leider nicht mehr geschafft, das Video zu beenden. Wir waren irgendwie ziemlich ein bisschen kaputt vom ganzen Tag, von den ganzen Eindrücken, ihr könnt es euch vorstellen. Aber jetzt ist es Zeit für ein paar News, ihr habt es im Titel schon gelesen, es gibt ein paar Updates zu Karl, endlich. Viele von euch haben auf Instagram gefragt, wie es denn dem Steinschlag geht. Der Steinschlag, den wir uns eingefangen haben in Finnland auf dieser Schotterpiste, wenn ihr das Video nicht gesehen habt, dann hier oben nachschauen. Er hat sich vielleicht so viel vergrößert, ihr seht jetzt gerade das Bild, also kein Problem, die Lösung von Steffi MacGyver, wie er sie so liebevoll nennt, ich finde das so cool, hat richtig gut geholfen, also da hat sich nichts mehr ausgebreitet. Gute Situation momentan, jetzt scheint die Sonne ja leider auch nicht so mehr auf die Scheibe. Also alles gut. Die noch viel bessere Nachricht als der Steinschlag ist der TÜV-Termin, der MFK-Termin. Wir haben ihn bekommen, wir haben das eigentlich auf allen Social-Media-Plattformen auch schon verkündet, aber irgendwie ist das auf YouTube untergegangen und dafür möchte ich mich ganz fest bei euch entschuldigen, weil YouTube ist ja eigentlich unsere Lieblingsplattform. Irgendwie ist das untergegangen, aber jetzt ist es Zeit, euch das zu verraten und zwar, TÜV-Termin ist im Dezember. Also erst im Dezember, stellt euch das einmal vor. Das heißt in erster Linie schon mal, wir kommen an alle Treffen, CVSM, Campervan Summit Meeting, Busbastler Basecamp und zum Caravansalon in Bern mit Karl zusammen. Das ist doch schon mal super. Aber wer genau aufgepasst hat, der weiß ja jetzt auch, dass wir diesen Termin noch 3 Monate hinausschieben können. Also, was heißt das? Wir könnten theoretisch bis im März 2019 mit Karl unterwegs sein. Es ist noch total offen, ob wir das so machen, ob wir die Zeit nutzen, um ihn zu reparieren, selber zu reparieren oder ob wir einfach weiterreisen. Das sind wir momentan so ein bisschen am Überlegen, was wir machen. Es wäre natürlich cool, eigentlich bis zum Schluss unterwegs zu sein, irgendwo, wo es warm ist über den Winter, entweder genau. Ja, das müssen wir jetzt mal schauen, aber das wollte ich euch unbedingt heute noch sagen, dass wir den TÜV-Termin gekriegt haben. Das war es jetzt aber für dieses Video. Ihr seht es, der Regen beginnt so richtig wieder. Es ist ein bisschen doof, vor allem für die Solaranlage. Wir sind ein bisschen out of battery, leider. Aber ja, wenn euch das Video gefallen hat, Tallinn, die ersten Meter außerhalb der Stadt und jetzt hier dieser Wasserfall, dann lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Wir freuen uns sehr, wenn ihr auch nächstes Mal wieder mit dabei seid. Es geht weiter durch Estland, Lettland, Litauen, super spannend. Bis jetzt einfach nur Daumen nach oben, einfach cool. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.